Ich habe mir selber erstaunt, dass das so nah von der eigenen Haustür auch so schön friedliche Plätze gibt wie der hier. Ratet mal, wer schon seit mehr als einer Stunde quietschfidel ist. Am Nachmittag wollen wir dann die Gelegenheit dazu nutzen, mal ein paar aktuelle neue Teamfotos zu machen. Jetzt kann man sich vorstellen, wie das für die Mary war. Das ist auch für uns nicht ganz einfach, alles unter einen Hut zu bringen. Herrlich. Ah. Ja, ich würde sagen, es hat sich gelohnt. Heute war es so schön Wetter, ich war den ganzen Tag im Büro. Ich dachte, hey, ich muss auch noch schnell raus. Da muss ich wieder mal auf mein Bike. Das ist jetzt gefühlt ein halbes Jahr lang rumgestanden. Und ja, das merke ich nicht mehr an. Gibt ja so den Begriff Mitschwanger. Das habe ich definitiv gehabt. Ich glaube, in den letzten 9 Monate mehr zugenommen als Mary. Nein, schon nicht ganz. Aber ja, wäre Zeit, dass ich da mal ein bisschen regelmäßiger etwas mache. Ich muss sagen, das war ein guter Start jetzt gewesen, am Montagabend. Noch schnell auf den Sonnenuntergang, hier ein bisschen rauf. Ist jedes Mal wieder einfach herrlich. Ich habe mir selber erstaunt, dass das so nah von der eigenen Haustür auch so schön friedliche Plätze gibt wie der hier. Echt der Hammer. Ratet mal, wer schon seit mehr als einer Stunde quietschfidel ist. Ja, das Gute an unserem Wecker ist, dass ich so auch ab und zu mal ein bisschen früher im Büro bin. Das ist gerade heute nicht schlecht, weil heute haben wir echt ein Programm. Und zwar haben wir einerseits den Coworking-Tag, dass wir wirklich mit allen Leuten, es kommt sogar der Sammy von Chur auf Aarau. Und dann habe ich noch ein paar Kundenmeetings am Morgen. Am Nachmittag wollen wir dann die Gelegenheit dazu nutzen, mal ein paar aktuelle neue Teamfotos zu machen. Müssen wir auch längstens mal machen. Wir müssen sowieso mal die ganze Webseite und das ganze Branding mal von uns ein bisschen überarbeiten. Das ist schon längstens, also ist völlig veraltet. Unsere Webseite habe ich glaube 2019 gemacht. Genau. Und dann haben wir noch ein ganz spannendes Team-Meeting, wo wir unser nächstes grosses Abenteuer zusammen vorbereiten. Aber dazu dann später mehr.
Guten Morgen. Ganz genaue Dokumentation. Weißt, ich darf heute Behind the Scenes machen. Wir schmeißen uns erst mal den Grill an und damit wir hier auch ein feines Essen haben, bin ich beauftragt worden, kurz in die Migros zu gehen und ja, ein paar Sachen zu holen. Ich würde sagen, die Grillsaison wird eröffnet. Schon nice, wenn man das im Februar machen kann. Lauf nur durch. Du hast schon ein bisschen mehr Kalorien jetzt, oder nicht? Du darfst. Tschüss! Das haben wir gerade gemeint, wir sind das herzigste Team in ganz Aarau. Was meint ihr? Okay, Beka. Ja. Ich glaube, ich muss da die wichtigen Jobs übernehmen, wie das der Ella gut geht. Danke. Genau, ich habe das Briefing auch zusammen ausgedruckt. Ihr dürft jetzt dann gerne noch in Ruhe wirklich irgendwie auf der Heimfahrt so durchlesen. Ich glaube, schaut ihr mal da drauf und ich bin da. Wir gehen auf Nordisland, oder? Also nicht Island, was so ein bekannt ist, dann ist eher so die Reykjavik und dann durch. Das heisst, wir fliegen auf Akureyri. Ja. Das ist ein bisschen anders wie sonst bei unseren Kooperationen. Wir tun zum Beispiel ihren Kanal während dieser Woche nicht übernehmen. Aber wir produzieren gewisse Sachen vor, die sie dann brauchen können, sobald sie es können richtig kommunizieren können. Auf unserem Kanal können wir machen, was wir wollen, dürfen wir erzählen und so. Aber für unseren Kanal. Nur für uns? Für uns, ja. Genau, aber sie wollen sich ein bisschen zeigen, es gibt dort oben auch einen Ort, wo ein bisschen, also natürlich nicht eine riesige Metropole ist, aber wo es ein bisschen Läden, herzige Kaffees und so gibt und wo nicht, also nicht nur Natur, oder? Das ist ein mega schönes Naturschutzgebiet. Ja. Also wir müssen mal die Dinge eigentlich noch nicht dazukommen. Ich war ja auch mal in Island, aber nicht in dieser Region dort oben und das ist Wahnsinn. Ja. Und dann sind wir zuerst in einer Unterkunft bei Akureyri, eine Nacht, in so einem Cottage. Und nachher gehen wir auf Mývatn und dort sind wir dann 3 Nächte. Ach, was für ein Tag! Ich bin definitiv der Last Man Standing. Sind schon längstens alle heimgegangen. Und ja, da wartet ist Nacht.
um 5:09 Uhr. Wenigstens kann ich hier noch ein paar To-Dos abhökeln. Ich habe nämlich gerade den letzten Vlog aufgeladen. Das fühlt sich immer gut an. Aber alles schaffe ich heute wahrscheinlich nicht mehr. Ja, die wichtigsten Sachen, die wir machen können, war wirklich ein recht kompakter Tag. Es hat zwar mega Spass gemacht, weil jetzt bin ich ja recht durch, vor allem nach letzter Nacht. Aber ich denke, es hat sich gelohnt, jetzt noch ein bisschen länger zu bleiben, weil morgen ist mein erster Papi-Halbtag. Probieren wir mal, wo ich einfach mit Ella unterwegs bin. Mal schauen, wie das geht. Ich freue mich einfach mega und ich würde sagen, für das lohnt es sich doch immer noch ein bisschen länger zu arbeiten. Jetzt kann man sich vorstellen, wie das für die Meldung war, als wir hier oben sind, kurz vor der Geburt. Schon langsam das Gewicht hier. Ich werde ein bisschen schwitzen kommen, aber ich sage, es hat sich gelohnt. Der ist immer noch schön Kieseln. Ja. Ich sage, gelungener Abschluss vom ersten Papi-Halbtag. Ich habe sozusagen mit der Meli gewechselt heute Nachmittag. Morgen bin ich noch im Büro und Nachmittag ist sie dann noch etwas gemacht und ich bin einfach kurz vorbeigegangen, damit ich gleich gestillt werden kann. Und dann habe ich gedacht, hey, wieso machen wir nicht ein erstes kleines Väter-Töchter-Adventure? Wir gehen hier auf Alpenzeigerruhe. Ja. Tut gut, so nach dieser Woche. Also muss ehrlich gesagt zugeben, ja, das ist auch für uns nicht ganz einfach, alles unter einen Hut zu bringen. Das jetzt diese Woche recht gemerkt habe. Was halt einfach anders ist wie vorher, oder? Nicht nur noch das Business und natürlich irgendwie Freizeit, die man so ein bisschen ausbalancieren muss, sondern ja, jetzt ist es halt wirklich auch die Ella, die oder ja, die Zeit mit der Ella, die darunter leidet, wenn ich zu viel muss arbeiten muss. Ich weiß nicht, ob sie da unbedingt viel mitbekommt, aber ich merke es recht. Ich merke, dass ich diese Woche irgendwie recht oft bis, weiss nicht wann, spät am Abend noch im Büro war, dann heim schlafen, am Morgen wieder los. Und ja, und dass du es ein paar Mal nachher noch machst, hängt das schon an. Ja. Ich weiss, es gibt andere, die haben das durchgehend so. Bei uns sind das auch so Phasen, wo es halt ein bisschen mehr los ist und Phasen, wo dann wieder ein bisschen weniger los ist. Ja. Aber es ist ein Eingewöhnen. Ich glaube, das wird dann jede Woche vorzu immer ein bisschen finden und vor allem eben auch richtig entscheiden, wie dass wir unsere Energie investieren wollen. Das ist für uns halt wirklich so, weil wir selbstständig sind, oder? Das ist schlichtweg auch unsere Entscheidung. Nehmen wir einen Auftrag mehr an, gibt es dann ein bisschen mehr Stutz, oder sagen wir lieber nein und haben dafür ein bisschen mehr Zeit. Also, ja, ist überall, oder? Zeit ist Geld, aber da wird es auch noch viel, viel bewusster, dass es halt wirklich heisst, mehr arbeiten heisst weniger Zeit da mit den Kleinen. Ja. Genau. Darum sage ich mir vor, dass ich das kleine Ding da genug fest werde, dass ich auch Nein sagen kann. Gut, also, dann würde ich sagen, das wäre das Wort nicht zum Sonntag, sondern es ist schon erst Donnerstag, aber wir beenden hier den Weekly-Vlog. Es war auch wieder viel los gewesen. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht, dabei zu sein. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen hoch, hinterlasst einen Kommentar. So wie die Kleine jetzt, von da langsam auf unruhig werden. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Also, hey, habt's gut und bis bald. Jetzt abonnieren und kein Video mehr verpassen. Geht raus und schreibt eure eigene Geschichte.